Ermutigen. Und ich möchte mit einer ganz allgemeinen, praktischen Frage starten. Was würdet ihr sagen, ist so eine typische Schweizer Kultur? Vielleicht denkt ihr nicht nur so an die kitschigen Dinge. Was passt so zur Schweizer Kultur? Können wir ein paar Dinge hören? Jodeln. Weiter? Freundlich sein. Jeder in seinem Gärtchen. Pünktlichkeit. Bünzli. Ich habe noch eine Schlagzeile gefunden diese Woche. Neidkultur, wenn es um den Seeuferweg geht. Passt das auch zur Schweizer Kultur? Ja. Also, Schweizer Kultur. Gut, haben wir ein paar Dinge mal gesammelt. Wir haben uns auch in der Gemeindeleitung gefragt, was ist so eigentlich die typische Kultur, die uns als Christen auszeichnet? Viele von uns, also jeder von uns hat eine Nationalzugehörigkeit, aber noch viel mehr sind wir als Christen ja Bürger vom Reich Gottes. Was ist da die typische Kultur? Die typische Reich Gottes Kultur. Und was sollte entsprechend auch unsere FEG Embrach-Kultur auszeichnen? Und das haben wir versucht, in unserem Leitbild festzuhalten. Wir haben daran gearbeitet. Das liegt ja auch hinten auf. Wir haben einiges umgestaltet, neu ab 2024. Aber ihr habt das sicher schon alle mitgenommen und kennt es auswendig. Deshalb habe ich gedacht, gerade zu dieser Kultur machen wir diesen kurzen Test. Andi hat vorher schon ein paar Dinge verraten. Ich habe es extra ein bisschen abgedeckt. Wer weiß diese 4 Kulturen? Was ist die erste von dieser Kultur, die wir prägen wollen zusammen? Hoffnungsträger, genau. Wir wollen eine Kultur von Hoffnungsträgern sein bei uns. Dann das zweite. Willkommenskultur. Alle gewusst, haben wir uns darüber unterhalten, wir wollen eine Willkommenskultur leben. Dann das dritte, eine Kultur der Wertschätzung. Genau. Und dann heute das Thema Parakaleo, das 4. quasi. Und ich will das kurz vorlesen, so wie es hier auch steht oder in diesem Leitbild. Parakaleo gleich trösten, ermahnen, ermutigen. Wir trösten, ermahnen und ermutigen einander für unseren Weg zu Jesus und freuen uns über Trost, Ermahnung und Ermutigungen, um Jesus ähnlicher zu werden. So haben wir das formuliert. Das ist ein bisschen herausfordernd, finde ich, weil erstens ist es schon schwierig, andere anzusprechen über Dinge, wo man vielleicht auch mal eine Ermahnung aussprechen soll. Und dann heißt es ja noch, und wir freuen uns darüber, wenn das an uns selber passiert. Ist auch nicht ganz so einfach. Und was ich auch spannend finde an diesem Thema, ich würde sagen, das ist etwas, was Reich Gottes Kultur prägen soll, aber für unsere Schweizer Kultur gar nicht typisch ist. Also ich denke, das ist für uns gar nicht so etwas Einfaches, obwohl es ganz einfach klingt. Jetzt gibt es so ein altgriechisches Wort, Parakaleo, das haben wir hier hingeschrieben, weil das bringt das super gut auf den Punkt, um was es geht dabei. Und deshalb starten wir ein bisschen theologisch zusammen. Wir haben hier diesen Begriff, machen Altgriechisch-Kurs jetzt. Das könnt ihr ja alle ohne Problem lesen, oder? Das Pi kennt man ja super, dann kommt das Alpha. Dieses, was aussieht wie ein kleines P, ist ein R. Also das Para kann man schon sehr schnell lesen. Dann das K ist auch ganz logisch, wie bei uns, das Alpha wieder. Dieses verkehrte Y, das L. Dann das Epsilon, das E, klingt gleich und am Schluss noch ein Omega. Parakaleo. Das könnt ihr morgen erzählen bei der Arbeit. Ihr habt im Gottesdienst Altgriechisch gelernt. Dieses Wort kommt in der Bibel relativ häufig vor im Neuen Testament. 109 Mal als Verb, 29 Mal als Nomen und bedeutet häufig bitten oder verlangen. Dann hat es auch die Bedeutung trösten. Ein bekannter Vers, wo es darum geht, dass Gott unser Tröster ist, 2. Korinther 1,4, Gott allen Trostes, der uns tröstet. Da ist Parakaleo. In all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, wieder dieses Parakaleo, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wieder dieses Parakaleo. Also eine mögliche Übersetzung, was es bedeutet, trösten. Auch eine mögliche Übersetzung, ermutigen.
Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo man merkt, das geht hier wirklich darum, ermutigt zu sein. In 1. Thessaloniker 4, dort schreibt Paulus diesen Thessalonikern, dass Jesus wieder kommen wird und dass das so eine gewaltige Hoffnung ist. Und dann schreibt er am Schluss, ermutigt euch gegenseitig mit diesen Worten. Je nach Zusammenhang kann es aber auch ermahnen bedeuten. Eine Stelle, die wir zusammen gelesen haben, wir haben ja Philipperbrief zusammen angeschaut, sind wir alles durchgegangen und da im 4. Kapitel ermahnt Paulus 2 Frauen, nämlich die Evodia und die Syntyche. Und dort heißt es dann, ich ermahne euch, dass ihr dieselbe Gesinnung habt wie wir. So, also es ist eine Ermahnung, die ausgesprochen wird. Hey Leute, Achtung, ihr seid auf einem falschen Weg, aber es gibt einen besseren. Das sind so die Möglichkeiten, wie man das Wort übersetzen kann. Je nach Zusammenhang muss man dann schauen und eigentlich bei allen Begriffen wird so eine Art Grundton sichtbar oder erkennbar. Nämlich es geht bei allen immer darum, das Gegenüber aufzurichten, auf einen guten Weg zu bringen, dass etwas Positives passieren kann, aufzustellen, aufzuerbauen. Also es hat so diesen Grundton dabei mit einem Ziel, mit einer Absicht, dass es dem anderen nachher besser geht. Beim Trost, beim Ermahnen, beim Ermutigen, das ist bei allem drin. Und manchmal ist es dann gar nicht so einfach, ein passendes, gutes deutsches Wort dafür zu finden, weil das alles so miteinander mitklingt in diesem Parakaleo. Deshalb gibt es dieses neue Wort, ermutigen. Also ab heute, für uns ist das unsere Übersetzung, altgriechisch, unsere deutsche Sprache, ermutigen. Und wenn wir jetzt eine weitere Stelle dazu nehmen, auch im Philipperbrief, die wir zusammen gelesen haben, Philipper 2, Vers 1, dann sieht man, wie die Übersetzungen manchmal darum ringen, ja, was ist jetzt näher? Geht es um Ermahnen, Ermutigen, aber es spielt eigentlich beides zusammen. Ich habe hier eine kleine Tabelle dabei, das ist nämlich wirklich interessant. Die Elberfelder Bibel schreibt hier, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt, in Christus gibt, wir haben sogar noch der Ermunterung, noch etwas Neues dazu, wo man das auch etwas versucht auszudrücken. Viele Übersetzungen wählen an dieser Stelle, Schlachter und viele weitere, wie man das sieht hier, wählen da das Wort Ermahnung. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Dann gibt es auch viele Übersetzungen, die wählen hier als Beispiel Neues Leben Bibel Ermutigung. Ermutigt ihr euch gegenseitig? Ich habe noch eine englische Version dabei, das finde ich auch noch spannend. So, if there is any encouragement. Das finde ich ein recht cooles Wort, Encouragement, oder? Und das Altgriechische könnt ihr jetzt auch lesen. Kein Problem, fett hervorgehalten, Paraklesis hier als Nomen. Es spielt immer so zusammen, ermahnen, ermutigen. Und es ist ganz interessant, Paulus, der das schreibt, der geht einfach davon aus, dass das bei diesen Christen in Philippi vorkommt. Er sagt, das gibt es ja bei euch, dieses Parakaleo, dieses Ermahnen, dieses Ermutigen, das gibt es bei euch. Also das gehört zur normalen Christenkultur dazu. Und etwas, was in diesem Vers jetzt ganz einfach zum Übersetzen ist, wie das geschehen soll, nämlich in Christus. Da sind sich alle, da kann man fast keine andere Formulierung finden, es soll in Christus geschehen. Also so wie es Jesus Christus gut findet, wie er es gedacht hat, in einer Gesinnung, wie Jesus Christus auch ermutigen würde. Und da wollen wir heute eintauchen, wie denkt denn Jesus, soll dieses Ermutigen funktionieren? Wir fragen uns, warum ist das eigentlich ganz wichtig und wie sieht das aus? Jetzt beim Warum möchten wir noch den ganz weisen Salomo dazu nehmen. Er hat nämlich etwas Spannendes geschrieben und schlagen wir hier zusammen aus, Sprüche 27. Hier schreibt nämlich Salomo, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ich bin jetzt recht froh, haben wir hier diesen Teppich der Liebe. Wieso sollen wir einander ermutigen? Es ist ein Liebesdienst.
Es ist etwas, was ich aus Liebe meinem Nächsten gegenüber mache. Also Liebe ist natürlich noch viel mehr, als einfach nur den anderen zu ermahnen, zu ermutigen. Aber das ist es auch. Das finde ich interessant. Es wird ja hier beschrieben, dass es verschiedene Arten von Liebe gibt. So die schmeichelnde, umgarnende, ja, ist immer alles gut und schön Liebe, aber dass es dann auch eine bessere gibt. Eine bessere, die es sogar wagt, wenn es nötig ist, dass es beim anderen Schmerz auslösen kann. Dass man etwas anspricht und sagt, wenn es dran und wichtig ist. Dass man dieses Risiko eingeht. Ich habe sogar Poesie mitgebracht, die das auf den Punkt bringt. Ein Dichter, ein deutscher Dichter, Dietrich Grabbe, der hat das in einem kurzen Gedicht wunderbar auf den Punkt gebracht. Lesen wir gleich zusammen. Er schreibt: Dein wahrer Freund ist nicht, wer dir den Spiegel hält der Schmeichelei, worin dein Bild dir selbst gefällt. Dein wahrer Freund ist, wer dich sehen lässt deine Flecken und sie dir tilgen hilft, ehe Feinde sie entdecken. Können wir eigentlich ja richtig froh sein, wenn wir Freunde um uns haben, die uns unsere Flecken zeigen, bevor die anderen darüber lachen oder was auch immer. Ich habe heute Morgen ein kleines Experiment gemacht. Ich wollte mal schauen, ob das bei uns auch gut funktioniert. Ich habe nämlich extra mein Hemd völlig falsch zugeknüpft und wollte schauen, ob mir das jemand getraut zu sagen, bevor ich dann hier stehe. Und allen wird es plötzlich peinlich und denkt, oh, wer sagt es jetzt dem und so. Ihr seht, es ist korrekt, weil jemand hat gesagt, hey Phil, Achtung, das ist im Fall schief, musst du richtig machen. Tipptopp, funktioniert. Und alle sind jetzt froh, sogar ich bin froh, sonst müsste ich jetzt immer noch so herumlaufen. Also ein Liebesdienst auf dem Teppich der Liebe, einander ermahnen und ermutigen. Wie gut. Man könnte jetzt noch vieles dazu sagen, es hat noch viele weitere Vorteile, wenn wir das machen. Wir wollen aber schon jetzt einen Schritt weitergehen. Wie soll das geschehen? Und wir nehmen einen Vers jetzt von Jesus. Wie hat Jesus gesagt, soll das funktionieren? Es ist ein einziger Vers und er beinhaltet unglaublich viel Tiefgang. Also ich hab mir gedacht, wenn jeder einzelne Vers so viel Tiefgang hat, dann wird man mit 10 Leben nicht fertig, die Bibel zu studieren. Es steht in Matthäus 18, könnt ihr gerne auch aufschlagen oder zu Hause hervornehmen. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Liest man schnell, steckt unglaublich viel drin. Wir schauen mal genau hin. Etwas, was auffällt, ist, man merkt, jemand sündigt. Das ist ja je nachdem noch ein schwieriges Wort. Also viele Menschen hören nicht gerne heute, wenn man sagt, du sündigst. Oh, nein, gar nicht. Außer bei den Süßigkeiten, dort sündigt man ja gerne ein bisschen. Dort ist plötzlich kein Problem mehr. Wenn die Bibel von Sünde spricht, hat sie so wie 2 Grundausrichtungen, um das ganz grob zusammenzufassen. Und zwar das erste ist, dass sie von einem Zustand der Sünde spricht und meint damit ein Leben getrennt von Gott, ohne Gott. Kann man sich fragen jetzt, wie ist das mit diesem Zustand? Blaise Pascal, ein sehr bekannter Wissenschaftler, hat das so auf den Punkt gebracht, er sagt, es gibt nur 2 Arten von Menschen, die Gerechten, die sich für Sünder halten, und die Sünder, die sich für gerecht halten. Das finde ich noch gut, um diesen Zustand von Sünde zu beschreiben. Also es gibt Leute, die denken, ja, bei mir funktioniert das mit Gott zusammen. Kein Problem, ich gelte doch als gut, als gerecht. Ich lebe gut und mache es gut und das Gute überwiegt und so weiter. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die einsehen, meine Schuld, meine Sünde, das trennt mich von Gott. Und ich brauche jemanden, der mir diese Schuld vergibt. Die so diese Einsicht haben, ich bin ein Sünder. Die zu Jesus kommen, die zum Kreuz kommen und sagen, Jesus, bitte vergib mir. Danke, dass du für meine Schuld, für meine Sünde bezahlt hast. Und die erleben, dass Jesus einem gerecht spricht. Man erkennt, man ist Sünder und wird dadurch gerecht.
Es gibt aber auch noch so eine andere Möglichkeit, was Sünde bedeuten kann, was hier gemeint ist, nämlich so eine Tat der Sünde. Ich mache etwas, was nicht im Einvernehmen mit Gott ist, was gegen ihn ist. Und da gibt es so einige Dinge, die sind absolut sonnenklar, da würde es jeder unterschreiben, sogar welche Religion oder Glauben man hat. Also zum Beispiel, wenn man einen Mord macht oder so, sagen, das ist völlig falsch. Gibt es auch so ein paar Dinge, die sind so auf der Kippe, zum Beispiel Lügen. Würden jetzt hier vielleicht alle unterschreiben, ja, das ist wirklich auch eine Sünde. Es kann aber sein, dass es auch viele Leute gibt in unserer Gesellschaft, die sagen, ja, wenn es gerade angebracht ist, zum Vorteil von allen und so, da muss man nicht unbedingt so die Wahrheit sagen. Oder andere Dinge, zornig sein, wütend werden, streitsüchtig oder Diebstahl und so weiter. Vielen ist relativ klar, das ist mit Sünde gemeint. Ich würde aber sagen, es geht noch viel weiter. Gott hat uns Menschen geschaffen, dass wir nach seinem Sinn leben, dass wir ein gesunder Mensch sind in Jesus Christus und aufblühen können, so wie er uns geschaffen hat. Und ich würde sogar sagen, alles, was wir tun und machen, was dem im Weg steht, ist Sünde. Zum Beispiel, wenn ich schweige und etwas sagen sollte, oder wenn ich die ganze Zeit, die ich habe, meine Lebenszeit einfach so sinnlos verplemperle, wenn ich meine Gaben nicht richtig, gar nicht einsetze, auch nicht für Jesus, oder wenn ich mich zudröhne mit irgendwelchen Online-Dingen, mit irgendwelchen Games oder Drogen oder Alkohol und vielleicht auch mit Selbstmitleid. Also wenn wir so über Sünde nachdenken, ich habe gemerkt, ich kenne das. Vielleicht gibt es ja jemand von euch, der das auch kennt. Könnte es sein, dass einige schmunzeln so. Okay, also hier geht es darum, das gibt's. Und dann gibt es einen ganz spannenden Teil in diesem Vers. Wenn aber dein Bruder sündigt, aber es gibt alte Handschriften, die überliefern hier auch, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt. Und das wird jetzt sehr spannend, weil das ist einer dieser ganz, ganz wenigen Verse in der Bibel, wo es ganz alte Abschriften gibt, wo man jetzt abwägen kann, welche ist die genauere, die ältere. Und man ist sich nicht ganz einig. Also es gibt wirklich, könnt ihr auch in eurem Bibel mal schauen, vielleicht habt ihr verschiedene zu Hause. Es gibt einige Bibelübersetzungen, die schreiben, wenn aber dein Bruder sündigt, und andere, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt. Oder in Klammern, das könnte man auch so übersetzen. Und das finde ich ist schon sehr interessant. Man fragt sich ja manchmal, wie genau ist die Bibel überliefert? Und da gibt es tausende von Versen, ist es absolut eindeutig. Und dann gibt es manchmal so ganz kleine Details, wo man merkt, hier steckt vielleicht etwas drin, wo man noch am Suchen ist. Vielleicht findet man plötzlich noch einen noch älteren Textzeugen, wo es noch klarer wird. Und für mich spricht das sehr dafür, wie genau und zuverlässig die Bibel überliefert ist. Wenn man dann an solchen ganz wenigen Stellen plötzlich dazukommt und sagt, hier gibt es, spricht einiges für diese Lösung und anders für diese Lösung. Oder? Das ist absolut spannend. Und ich habe dann noch weiter studiert. Ich habe mir dann überlegt, was bedeutet das für uns jetzt heute? Und beides ist absolut bahnbrechend. Also wenn ich sage, gut, jetzt kommt jemand, der beleidigt mich, der macht etwas gegen mich. Und jetzt sagt Jesus, jetzt soll ich zu ihm hingehen. Mein typisch wäre, dass ich sage, ja, der soll zu mir kommen. Der soll sich entschuldigen. Jesus sagt, nein, geh du zu ihm hin. Ich quasi als Opfer soll zu ihm hingehen. Ich meine, wo gibt es das? Aber auch wenn jetzt das nicht steht, das beinhaltet es ja trotzdem, also wenn ich jemanden sehe, der sündigt gegen mich oder ganz allgemein, das beinhaltet quasi gerade beides. Finde ich auch sehr spannend. Oft denken wir ja, gut, irgendeiner, der zieht sich nächtelang irgendwelche Pornos rein oder redet schlecht über seinen Ehepartner oder weiß auch nicht was, das geht mich ja nichts an. Sein Problem, soll er schauen. Und Jesus sagt, stopp, es geht dich etwas an. Wenn du das erfährst, wenn du es mitbekommst, dann geht es dich etwas an. Dann rede darüber, dann sprich es an. Jesus fordert uns auf, Heikles anzusprechen.
Und jetzt wird hier gesagt, wenn das aber so ist, wenn du das siehst bei deinem Bruder, das Wort hier ist nicht geschlechtlich gemeint, sondern es meint das Glaubensgeschwister. Also wenn wir ein Glaubensgeschwister sehen, das irgendwie sündig, finde ich noch spannend. Jesus schreibt hier quasi oder redet ein ganzes Kapitel füllt im Matthäus-Evangelium über die Gemeinde, über Glaubensgeschwister. Er redet dann auch von der Gemeinde, von der Versammlung an, wenn wir weiterlesen oder vorlesen. Ist interessant, oder? Jesus hat schon die Gemeinde im Blick. Ich meine, wer ist da? Zu wem redet Jesus? Er ist nicht in einem Gottesdienst, er ist mit seinen Jüngern unterwegs. Aber die Gemeinde gibt es noch gar nicht. Aber schon sieht er voraus. Die Gemeinde, die kommen wird. Diese Jünger, die um ihn sind, die die Gemeinde dann gründen werden. Und sagt, hey, mit euren Glaubensgeschwistern geht dann so und so um. Es ist auch absolut spannend, dass für Jesus wie klar ist, auch Leute, die Geschwister, Glaubensgeschwister sind voneinander. Dort wird es auch Sünde geben. Also Jesus denkt nicht, die leben dann einfach alle perfekt, sondern es ist absolut realistisch hier, oder? Da wird es manchmal auch drunter und drüber gehen. Also Jesus rechnet ganz klar damit, aber hat ja dann auch einen Plan, was funktionieren soll. Und was auch bei diesem Begriff herauskommt, ist, dass es um nahe Beziehungen geht. Etwas weiter, wenn wir weiterlesen, spricht dann Jesus davon, wenn 2 oder 3 nur zusammenkommen in seinem Namen. Also er meint hier nicht Glaubensgeschwister von der globalen Kirche auf der ganzen Welt, dass wir heute irgendwo nach Australien gehen müssen und dort unseren Geschwistern sagen von ihren Sünden, die sie machen oder so etwas, sondern er spricht von den nahen Glaubensgeschwistern, wo wir so familiär miteinander unterwegs sind. Also ich glaube, gerade wenn wir über Ermutigen nachdenken, ist so ein nahes Unterwegssein, ist Beziehung etwas absolut Wichtiges, dass wir einander kennen, zum Beispiel in der Kleingruppe, wo wir nahe miteinander unterwegs sind. Oder in der eigenen Familie, wo wir sowieso familiär unterwegs sind. Wie schön, wenn wir da auch im Glauben zusammen unterwegs sein können. Oder vielleicht in einem Jungschar-Team oder sonst so, wo du mit Menschen ganz nahe bist. Da soll dieses Ermahnen, Ermutigen stattfinden. Kommen dir gleich ein paar Leute in den Sinn, mit denen du so nahe unterwegs bist? Jeder sollte so Leute haben, mit denen man nahe unterwegs ist, oder? Der auch ins Leben hineinsprechen darf. Kommt dir jemand in den Sinn? Es ist wichtig, dass man da nicht so alleine unterwegs ist. Viele nicken jetzt, finde ich super. Zum Beispiel Kleingruppen, das finde ich so ein idealer Ort, wo man zusammen unterwegs sein kann. Also es geht hier um Brüder, ums nahe Zusammensein. Und dann, absolut einmalig, sagt Jesus, dann geh hin. Wir kennen ja das andere Geh hin, oder? Geht hin in die ganze Welt, um das Evangelium zu verkünden. Aber hier gibt uns Jesus auch ein Geh hin. Vielleicht bist du jetzt auch die ganze Zeit am Zuhören und denkst, die Christen sind schon ein bisschen schief, die sollen aufeinander zugehen und ihnen ihre Sünden erzählen. Ich finde das super, weil die Welt macht es genau umgekehrt. Die geht nicht hin, sondern als Beispiel, wenn in der Firma etwas schlecht läuft, dann zitiert dich, wenn schon der Chef, zu sich ins Büro. Oder? Dann musst du hingehen. Oder noch besser, ja, man redet ganz viel über die Sünden und das Schlechte von den anderen. Aber mit allen möglichen Leuten, aber nicht mit dem, der es betrifft. Und ich finde das, so wie es Jesus sagt, geh hin zu ihm, geh hin zu ihr, zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, finde ich etwas sehr, sehr Menschenfreundliches, Liebevolles. Geh hin dort, wo er sich wohlfühlt. Geh zu ihm hin, überwinde du diese Schwelle, die es vielleicht gibt. Etwas sehr Liebevolles. Geh hin. Das ist eigentlich eine Art völlige Gegenkultur zur Welt, wie das heute gelebt wird. Das heißt ja dann auch, geh hin zwischen dir und ihm allein. Also geh es wirklich zum anderen hin, persönlich, unter 4 Augen, das 4-Augen-Prinzip. Ich finde auch übrigens, gerade in unserer digitalen Welt, das hat Jesus hier wahrscheinlich auch mitgedacht, geh hin ist nicht ein E-Mail schreiben oder ein WhatsApp schreiben oder so und dann irgendwie noch 5 Leute ins CC nehmen, die das alle auch noch mitbekommen sollten oder so, sondern wirklich hingehen zu den Leuten und sagen, hey, hier ist etwas nicht gut. Manchmal denken wir ja auch, wie ist das? Wir müssen ja nicht die Sünden der anderen suchen, oder? Jesus sagt auch, wenn du einen Splitter im Auge des anderen siehst, überschaue deinen eigenen Balken nicht, den du hast.
Aber manchmal sieht man etwas, wird etwas sichtbar. Manchmal ist man sich vielleicht gar nicht so sicher, aber es gibt so ein komisches, mulmiges Gefühl. Mach mal ein Beispiel. Dein Glaubensbruder sagt dir, dass er nächste Woche vorhat, mit einer Arbeitskollegin zum Nachtessen zu gehen. Ich denke so, okay, der ist ja verheiratet und so, ist das gut? Und plötzlich kommt so ein komisches, mulmiges Gefühl. Du sagst vielleicht im ersten Moment, ja, ist das eine Sünde, mit einer Arbeitskollegin Nachtessen? Eigentlich nicht, oder? Aber irgendwie ist es komisch. Dann sagt Jesus, dann geh hin und sprich ihn an. Oder ein anderes Beispiel, in der Kleingruppe kommt jemand die ganze Zeit mit irgendwelchen so dubiosen Geschäften, die er macht und will bei dir auch noch Geld anpumpen und so. Das ist komisch, irgendwie schon. Dann sprich ihn an. So eine Art wie Gegenkultur zur Welt, aber unter 4 Augen. Also das heißt, in diesem Fall musst du nicht irgendwie in der Kleingruppe sagen, ich habe heute ein Gebetsanliegen, wir müssen zusammen für diesen Bruder beten, er ist so, ich weiß es nicht und so. Nein, unter 4 Augen. Oder man spricht nicht mit anderen darüber, sondern mit der Person selber. Oder irgendwie zum Pastor, er muss nicht zu mir kommen und sagen, du, ich weiß, dieser und dieser macht das und das. Kannst du mal gehen und den fragen oder so? Sondern selber hingehen. Oder nicht mit anderen darüber reden. Ich habe auch gemerkt, gerade bei meinen Kindern passiert mir das doch immer wieder. Wir haben so am Morgen unser Morgenritual und unsere jüngste Tochter, die ist sehr langsam und trödelig und so. Und das ist mir letztens wirklich passiert. Dann waren wir hier und die anderen Kinder haben schon gewartet an der Tür, bis sie endlich kommt und sie zusammen in die Schule laufen können und so. Und dann habe ich da laut vor allen Kindern gesagt, du bist immer so langsam, irgendwie so etwas, trödle nicht so herum. Ich habe es schon 5-mal gesagt vorher beim Frühstück, irgend sowas. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass es ihr ganz peinlich wurde. Ich habe gesagt, Papi, so hat sie gesagt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich sie ja bloßgestellt vor den anderen. Und auch da denke ich, ist das so wichtig, auch bei den eigenen Kindern zum Beispiel, dass wir uns auf Augenhöhe begeben. Dass wir uns vielleicht niederknien und im 1:1 das einfach sagen. Nicht groß herausposaunen, nicht so demonstrativ vor den anderen Leuten irgendwie so erziehen oder so, sondern im 1:1 gehe ich hin und sage das ganz direkt. Und dann heißt es hier, überführe ihn. Das bedeutet dieses Wort, was im Altgriechischen vorkommt, die Sünde benennen und zur Umkehr auffordern. Und hier habe ich 4 ganz praktische biblische Tipps, wie dieses Überführen gelingen kann. Die Bibel spricht übrigens recht viel über dieses Thema. Das erste ist, es ist ganz wichtig, bei den Fakten zu bleiben und nicht einfach zu interpretieren. In Matthäus 7,1 heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Also beim Beispiel bei meinem Bruder, der da ein Nachtessen organisiert hat, gehe ich nicht hin und sage, du Unzüchtiger, du. So meine Interpretation, oder? Sondern ich komme mit den Fakten. Ich sage, hey, du hast mir erzählt, du gehst mit ihr essen. So, was ich beobachtet habe. Und mehr nicht. Weil das ist das, was ich weiß. Etwas Zweites, ganz Wichtiges, dass ich frage und bereit bin zuzuhören und nicht von Anfang an einfach meine, ich weiß es schon. Einfach meinen zu wissen. Also wieder in diesem Beispiel gehe ich hin und sage, hey, aber wie ist es jetzt, wenn du das machst, wenn du mit dieser Arbeitskollegin essen gehst? Wie kommst du dazu? Was meint wohl, ist das für deine Frau auch in Ordnung? Findet die das wohl auch cool? Oder denkst du, das ist wirklich klug, wenn du das machst? Finde ich eine recht gute Methode, einfach mal eine Frage zu stellen und dann zuzuhören. Dann sagt der Arbeitskollege vielleicht, ja, das ist alles voll easy. Meine Frau wollte ja, dass ich das mache, dass ich hier mal die Firma ein bisschen erkläre. Und denkst du, ja, super, alles gut. Also hingehen und einfach mal fragen. Jakobus 1,19, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jede lasse sich Zeit, ehe er redet. Ein dritter sehr praktischer Bibeltipp dazu, die Motive selber abzuchecken. Will ich den anderen gewinnen, auf einen guten Weg zu kommen? Oder geht es mir darum, irgendwie ein Gespräch zu gewinnen, auf den anderen zu zeigen, zu verurteilen oder was auch immer? So ein Motivcheck.
Hier in diesem Vers, den Jesus ja das so gesagt hat, heißt es, wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist das Ziel, den anderen gewinnen, wieder auf den guten Weg zu kommen. Also bevor ich zu jemandem hingehe, prüfe ich mich, wieso mache ich das? Will ich einfach ihm zeigen, wie schlecht er ist? Will ich mich auskotzen oder so? Oder will ich ihn versuchen zu gewinnen, wieder auf einen guten Weg zu kommen? Motivcheck. Und ein vierter Bibeltipp, wie das gut gelingen kann, ist der Demutcheck. In Galater 6, Vers 1, dort heißt es, Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei selbst nicht zu Fall kommt. Also ich frage mich zuerst einmal, Achtung, Achtung, es kann auch sein, dass ich dabei selber zu Fall komme. Es kann tatsächlich sein, dass es Themen gibt aus dem eigenen Leben, eigene Schwächen, Herausforderungen, wo ich sehr sensibel bin und auch schnell merke, wenn der andere irgendwo herausgefordert ist oder das viel besser sehe. Also vielleicht, bevor ich hingehe, frage ich mich selber, ist das ein Thema bei mir? Habe ich selber da Herausforderungen, Schwierigkeiten oder etwas, das mich getriggert hat? Vielleicht geht es nicht mal um den anderen, vielleicht merke ich ja plötzlich, okay, dann muss ich selber zuerst über die Bücher gehen. So einen Demutscheck zu machen, nicht überheblich zu sein, der macht es falsch, ich mache so alles richtig oder so, sondern demütig zu sein und zu sagen, hey, ich will dir wertschätzend begegnen, vielleicht habe ich da auch Herausforderungen, komm, schauen wir zusammen, wie das gut gehen kann. Goethe, der hat es spannend gesagt, wir erschrecken über unsere eigenen Sünden, wenn wir sie an anderen erblicken. Ich weiß nicht, was wir von Goethe halten sollen, was so Religion, Christentum betrifft, aber das hat er recht getroffen, oder? Finde ich. Also hier 4 ganz praktische Tipps, wie dieses Überführen funktionieren kann. Jetzt an dieser Stelle verabschieden wir den Unti. Ihr geht nach unten und könnt darüber austauschen. Und wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter. Wir haben jetzt nämlich hier diesen Vers angeschaut. Und ich stelle mir das so richtig stark vor, wenn das uns gelingt, wenn jemand, mit dem wir nahe unterwegs sind, etwas schief läuft im Leben und der merkt es vielleicht gar nicht oder kommt auf einen schiefen Weg und ich merke das und ich gehe hin und ich kann ihn ansprechen, zusammen reden und es passiert wirklich, dass man auf einen guten Weg wiederkommt, dass der andere gewonnen wird. Ich meine, das ist unglaublich stark, oder? Das ist etwas super. Und was ist denn, wenn es nicht gelingt? Da spricht Jesus weiter, das geht dann weiter. Vers 16, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder 2 mit dir, damit aus 2 oder 3 Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Hat 2 große Vorteile, nämlich das erste ist, wenn ich jemanden dazu nehme, der auch nahe steht, der kann ja mich selbst dann auch prüfen und sagt, hey, eigentlich hast du das falsch gesehen oder so. Machen wir gar nicht. Das ist wie eine zusätzliche Prüfung. Aber wenn wir auch zu zweit dann mit dem anderen reden, merkt ihr vielleicht, hey, es ist auch wirklich ernst. Es ist wirklich etwas, was man ansprechen sollte. Und wieder geht es genau gleich. Es geht nicht darum, an die große Glocke zu hängen oder mit anderen darüber zu reden, sondern wieder ganz persönlich hinzugehen, vertraulich auf dem Teppich der Liebe und versuchen, das Gegenüber zu gewinnen. Und wenn das immer noch nicht gelingt, dann ermutigt Jesus sogar noch einen größeren Kreis dazuzunehmen. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und Zöllner. Mit anderen Worten, es kann es tatsächlich geben, dass Menschen nicht mehr mit Jesus unterwegs sein wollen, dass sie ihre eigenen Wege gehen wollen, dass sie, sage ich mal, ein weltliches Leben führen wollen, ohne auf Gott zu schauen, in Sünde. Und dann sagt Jesus, dann sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Da habe ich mir gedacht, interessant. Wie geht Jesus mit den Heiden und Zöllnern um? Spannend, oder? Plötzlich fangen wir an zu denken, Jesus geht genau zu diesen hin. Er will diese gewinnen, zurück zu Gott zu kommen. Wir haben eine Willkommenskultur, wo wir Heiden und Zöllner, Menschen in der Welt weit weg von Gott einladen wollen. Ich habe hier ein Zitat von Charles Haddon Spurgeon, dieser bekannte englische Erweckungsprediger.
Er hat genau zu dieser Stelle das so gesagt: Also dies ist der äußerste Grad, den unsere Strenge erreicht. Also wir müssen nicht irgendwie bestrafen oder irgendwelche so Urteile fällen oder so. Dann schreibt er weiter: Dieser Mensch, er ist jemand, welcher der Bekehrung bedarf. Also er soll wieder zurückkommen können zu Gott, wie die Heiden draußen. Aber selbst für einen Heiden und Zöllner haben wir freundliche Gefühle, denn wir suchen seine Errettung und wir suchen die des ausgeschlossenen Bruders auf gleiche Weise. Das ist die Idee, die Jesus hat, wie Ermutigen funktionieren soll. Ich stelle mir das vor. Wir sind zusammen unterwegs. Leute, die an Jesus glauben, die erkannt haben, wir sind Sünder und brauchen die Errettung von Jesus. Und es gibt auch heute im Leben immer wieder Dinge, die uns herausfordern, die uns versuchen, von Gott wegzuziehen, die wie ein Klumpen in dieser Segensspritzkanne sind und den Segensfluss von Gott verhindern können. Und wir schaffen es, so eine Kultur der Ermutigung zu leben. Einander anzusprechen. Statt mit anderen darüber zu reden, mit der Person selbst darüber zu reden, unter vier Augen. Statt zu verurteilen und mit dem Finger zu zeigen, den anderen zu gewinnen, auf einen guten Weg zu kommen. Statt nur zu vertuschen, schaffen wir es, die Dinge beim Namen zu nennen. Statt das kleine Feuer einfach so ein bisschen zu übersehen, bis dann der ganze Wald brennt und man nicht mehr löschen kann, löschen wir zusammen das kleine Feuer und schauen, dass es wieder schön, sauber, gut repariert ist. Finde ich, hat unglaubliches Potenzial. Ist, glaube ich, auch unglaublich schwierig, aber hat unglaubliches Potenzial. Und das ist meine Ermutigung für uns als Gemeinde, für euch, auch meine Ermahnung, dass wir uns diese Kultur vom Reich Gottes so richtig verinnerlichen, dass wir uns darin üben, dass wir darin Schritte vorwärts gehen, dass wir es lernen, dass wir es so einherzen, dass es aus unserem Herzen kommen kann, dass wir es kultivieren, dass der Segensfluss Gottes nicht verstopft wird. Und ich denke auch, es ist unglaublich stark. Es ist unglaublich stark für uns selber, für unseren Weg der Jüngerschaft, wie wir mit Jesus unterwegs sind, für unsere eigene Charakterbildung. Ich stelle mir so eine Situation vor, wo mir so dieses mulmige Gefühl kommt und ich denke, jetzt sollte ich eigentlich meinen lieben Bruder, meine liebe Schwester ansprechen. Ich meine, dann gehe ich zuerst ins Gebet. Dann ringe ich, dann schaue ich in der Bibel, liege ich überhaupt richtig? Dann rufe ich an und sage, können wir zusammen abmachen oder kann ich schnell vorbeikommen oder können wir einen Kaffee trinken? Und ich weiß nicht, wie es dir dabei gehen würde. Mich kostet das dann etwas. Und ich bin dann nervös und ein bisschen aufgeregt. Wie kommt das raus? Und ich gehe wieder ins Gebet und sage, Jesus, hilf dabei. Hilf, dass es gut geht. Hilf, dass es gelingt. Und dann bist du dort und sprichst es an. Und was ist, wenn es gelingt, das Geschwister zu gewinnen? Das hat unglaubliche Beziehungskraft. Das kann eine unglaubliche beziehungsfördernde Tiefe schaffen. Es kann Freundschaften zusammenkitten. Oder in dem Moment, vielleicht mal aus der anderen Perspektive, sitze ich da nicht dort und merke, hey, mein Gegenüber, der will ja das Beste für mich. Er hat es auf sich genommen, mir das mitzuteilen. Und ich wünsche mir, dass wir auch in dieser Situation, oder, wir können auf beiden Seiten stehen, sage ich mal, dass wir auf diesen Situationen dann die Schlauheit haben, nicht einfach gleich gegen zu argumentieren oder zu denken, wie gemein der ist oder blöd oder so, sondern hinzuhören. Mein Lieblingswort ist dann zu sagen, okay, vielleicht bin ich zuerst überrumpelt oder so, und sage ich, okay, einfach so, ich höre mal hin. Vielleicht ist da was dran. Muss ich vielleicht mal prüfen. Vielleicht haben wir ja dann sogar die Weisheit, genau zuzuhören. Auch wenn es der eigene Mann, die eigene Frau zu Hause ist. Vielleicht sogar die Kinder oder ein Geschwister. Und vielleicht haben wir sogar die Reife, Danke zu sagen. Danke, dass du den Mut hast und mir das sagst. Ich nehme das gern mit, ich prüfe das. Vielleicht sagst du, ich frage mich in einer Woche nochmal. Oder frag mich doch, wie ich das bewegt habe. Oder sofort sonnenklar. Und du sagst, hey, aber hilf mir doch auf diesem Weg. Können wir zusammen gleich beten oder so? Das denke ich, das ist dann unglaublich reif. Eine Kultur der Ermutigung,
Das wünsche ich mir für uns als Kirche, dass wir da darin zusammen richtig wachsen dürfen. Und dafür möchte ich auch beten. Lass uns zusammen dafür beten. Danke, Jesus, dass du so unglaublich praktisch bist. Du weißt, dass wir nicht perfekt sind. Du weißt, dass es Schlechtes geben wird, dass wir nicht immer alles richtig machen, dass wir auch sündigen. Aber du hast immer einen Weg bereit für uns. Einen Weg der Vergebung. Einen Weg zurückzukommen zu dir, Dinge wieder gut zu machen, abzulegen und vorwärts zu gehen. Und ich will dir auch Danke sagen, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt auf diesem Weg, sondern dass du uns liebe Freunde, liebe Geschwister an die Seite stellst, wo wir zusammen unterwegs sein dürfen. Und ich bitte dich, Jesus, dass jeder von uns 2, 3, 4, 5 Menschen hat in seinem Umfeld, die genug nahe sind, dass sie ins Leben hineinreden dürfen. Dass wir nicht gleich weggehen, das überhören oder irgendwie verunglimpfen oder gegenargumentieren, sondern dass wir bereit sind, auch zuzuhören, aufmerksam zu sein. Und Jesus, ich bitte dich auch, gib uns den Mut, dass wenn wir selber so ein komisches, mulmiges Gefühl haben, wenn wir etwas sehen oder beobachten, dass wir dann nicht mit anderen darüber reden, sondern den Mut haben, hinzugehen, mit der Person darüber zu reden. Immer mit dem Ziel zu gewinnen für einen guten Weg auf dem Teppich der Liebe. Und Jesus, du kannst uns lehren darin. Du kannst uns stark machen darin und das bitten wir dich. Amen. Ja, so wünsche ich euch Gottes Segen für diesen Weg der Ermutigung.